Grossmami seine geheimnisvolle Tasche. «Heute Nachmittag gehe ich mit dem Papi in die Stadt», sagt Frau Weber. «Wir müssen noch etwas einkaufen.» «Darf ich mitkommen?» fragt Saskia. «Nein», sagt die Mami, «ich habe eine bessere Idee. Die Grossmami kommt. Sie will mit euch Schleifschuhe fahren auf dem Chillendorfweiher.» «Oh, super!» sagt Saskia. «Dann kann ich endlich dem Reto seine alten Schleifschuhe ausprobieren.» Punkt 2 läutet's. Die Grossmami ist da. «Gehen wir grad los», sagt sie. «Die Sonne scheint so schön. Und wollt ihr noch ein paar Freunde mitnehmen?» Das machen die beiden natürlich gern. Saskia läutet Anna an und Reto Flavio. Unterwegs treffen sie dann auch noch Lars und Florina. Zum Chillendorfweiher ist es nicht weit. 2 Busstationen, dann sind sie schon dort. «Soll ich deine Tasche tragen, Grossmami?» fragt Lars. «Nein, danke. Es geht schon.» Und sie hängt sich ihre braunen Taschen über die Schulter. «Ganz schön schwer muss die sein», denkt Lars. «Was ist echt da drinnen?» flüstert er zu der Florina. «Vielleicht ihr Lies mit Zeug?» «Ich glaube eher, es ist Proviant», sagt der Reto und grinst. «Weisst, Salami-Sandwich oder Gummibärli.» Wo sie beim Chillendorfweiher ankommen, ist dort schon ziemlich etwas los. Auch die Kinder vom Gartenweg sind schon dort. Sie spielen Eishockey. «Hey, wollt ihr gegen uns spielen?» ruft der Joel. «Klar», sagt der Lars. «Wir müssen nur noch schnell die Schleifschuhe anlegen.» Bei einem Bänkli unter einer Tanne machen sie sich parat. «Das ist unser Treffpunkt», sagt die Grossmami und legt die braune Tasche an. Sie hilft Saskia beim Schleifschuhe anlegen. Die 3 Buben sind schon auf dem Eis. Die Florina nimmt die beiden jüngeren Mädchen an die Hand. Sie sucht sich zum Üben einen ruhigen Ecken auf dem Eisfeld. Aber das ist gar nicht so einfach. Es ist nämlich mächtig etwas los auf dem Eisfeld. Der grösste Krach machen die Eishockeyspieler und ihre Fans. «Joel! Joel!» schreien die Kinder vom Gartenweg. Der Joel, das ist ein super Stürmer. 1 Goal nach dem anderen schiesst er. 3 gegen 4, das ist gemein, sagt der Reto. «Dann sucht doch noch einen, der mitspielt», spottet der Joel. Da steht auf einmal die Grossmami neben dem Eisfeld. «Kann das auch eine Frau sein?» fragt sie. Der Reto bringt das Maul vor Staunen gar nicht mehr zu. «Das Grossmami und Eishockey?» Ja klar», sagt der Joel. «Aber fallen Sie mir ja nicht um. Es ist rutschig da.» «Danke für den Tipp», sagt die Grossmami nur. Und dann fängt sie an zu spielen. Als Stürmerin. Und sie schiesst 5 Goal hintereinander. Da bleiben sogar Leute stehen, die durchlaufen und schauen zu. Auch Saskia und Anna und Florina kommen. «Grossi vor! Noch ein Tor!» schreit Saskia. Die Grossmami schiesst gerade nochmal 2 Goal. Der Joel ist völlig baff. Erst nach einer Weile rafft er sich auf und schiesst dann noch ein Goal, aber die Oma ist einfach zu gut. «Weisst, ich habe früher halt viel Eishockey gespielt», sagt die Grossmami zum Reto. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wie du siehst, bin ich noch nicht ganz aus der Übung. «Leck, dann sind also Schleifschuhe in dieser braunen Tasche gsi», sagt der Lars. «Und kein Salami-Sandwich.» Die Grossmami lacht nur und sagt, «Schleifschuhe ja. Und Salami-Sandwich.»